Okay Leute, hier bin ich wieder. Es gab gerade eine Meldung, dass in wenigen Minuten über Kavala am Krankenhaus ein Helikopter landet. Der macht einen Rundflug mit Zwischenlandung auf einer Insel und was hat er gesagt? Ah ja, Fallschirmspringen ab 600 Meter. Ich weiß jetzt nicht wo und wie das genau läuft, aber da bin ich natürlich dabei. Bin gerade online gekommen, habe nichts wirklich Großes gemacht. Ein Typ hat mir vorhin eine Waffe verkauft, aber naja, was soll ich sagen? Da muss ich natürlich dabei sein. Der Helikopter steht schon bereit, wie ich sehe. So, was ich natürlich vergessen habe, muss ich jetzt erledigen. So aussteigen hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Soll ich das wirklich machen? Klar mache ich das. Muss mal 2500 abrufen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch und gucken mal, was der Typ uns erzählt. Ich hoffe nur, ich sterbe nicht. Weil, ja, wie soll ich sagen? Mit Waffe und allem, ich bin eigentlich gut ausgerüstet. Oh, gut ausgerüstet momentan. Diesen Lex ist schon schwierig, diese Treppe hier zu laufen. Jedes Mal wieder ein neues Abenteuer, ne? Okay, gucken wir mal. Ist denn da schon jemand? Sieht nicht wirklich so aus, ne? Mal gucken, was uns die Jungs so erzählen werden. Guten Tag. Hallo, wie kann man helfen? Sind Sie mit dem Rundflug? Ist das hier? Genau, ja. Sehr schön, würde ich gerne tun. Ja, alles klar. Brauchen Sie einen Fallschirm? Weil Sie haben gerade einen Rucksack auf dem Rücken. Wollen Sie mit dem Fallschirm abspringen, oder? Ja, wieso nicht? Kann ich meinen Rucksack dann nachher wieder aus dem Helikopter nehmen, oder? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Dann hier oben wieder abholen. Okay, sehr gut. Okay. Ja, einsteigen. Als Passagier. Okay, bin drin. Kommen denn noch mehr Leute? Und wir warten noch ein bisschen. Vielleicht kommt ja noch wer. Sehr schön. Ich hoffe mal, erstens, der Regen hört auf. Und zweitens, dass ich meine Waffe jetzt nicht verliere. Weil ich habe die momentan geholstert. Das heißt, sie ist nicht im Rucksack und nicht in der Kleidung. Kein Mensch weiß, was sie ist. Aber Hallo, mein lieber, hallo mein lieber Marktverkäufer Tom. Was? wie gesagt, Ja, hi. die Waffe ist geholstert und ich hoffe, ich habe sie dann noch. Bitte tun Sie mir einen Gefallen und steigen Sie nicht auf den Pilotensitz, okay? Könnte ich nicht Ihren Codepiloten machen, bitte? Nee, wir sind nämlich zu zweit. Ja, nee, bisher sehe ich ja keinen. Doch, wir beide. Moin Tom. Ach so, ja, okay, hallo. Wer ist das? Kennen wir uns? Ach so, ja, okay, hallo. Wer ist das? 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 Kennen wir uns?
Da möchte Co-Pilot sein, Ja, aber ne? sie Du sind kennst ja schon meinen zu Namen. zweit. Verdammt. Kommt ihr einfach hier hin? Ja, dann- ich nein, ja, ist ja gut. Man hört Dann mal nur das doppelt auf und Maximum. dreifach. Das Ich ist glaube, ihr hört das, was die sagen, ne? Schon schön, dieser Helikopter. Ich will nicht wissen, was der kostet, ne? Lü. Die schleichen. Aufmachen bitte. Irgendwie habe ich das Gefühl, das gibt Probleme mit diesem Typen, der jetzt gerade eingestiegen ist. Guck mir den mal an. Wie ist denn der? Danke. Hallo? Aber ich muss natürlich Fahrzeugschein haben. Hey, was guckst du denn so traurig? Was macht er denn? Wer ich? Jo. Wir gehen gleich Fallschirmspringen, ne? Ja, ich bin gerade am Essen, ich guck gar nicht traurig. Okay, hat so ausgesehen, ne? Ja, oh Gott. Der Typ ist ja geschminkt, ne? Nee, keine Angst. Okay, dann ist ja alles in Ordnung. Oh mein Gott. Aber hier geht's ja nie los. Ja, keine Sorge, wir warten noch kurz. Einer kommt noch auf jeden Fall noch. Ja, das sagt das schon zum 4. Mal, glaube ich, oder 5. Mach doch ein bisschen Ja, dann Werbung bedank noch. dich bei dem, wenn er kommt. Ja. Hm. Ma. Und es regnet und regnet und regnet. Regnet. So, ich hoffe mal, die kommen dann demnächst. Na gut, ich unterbreche mal kurz die Aufnahme und melde mich, sobald es losgeht, wieder. Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei der Airline 1337 Athen über einen kleinen Rundflug mit einem 600 Meter Fallschirmsprung. Das wird ein Feeling, das wird man nicht jeden Tag erleben. Ich bitte Sie noch rechtzeitig anzuschnallen, bevor wir abheben. Ja, bitte. Okay Leute, wir sind wieder hier. Es geht los. Da unten ist einer gelandet, keine Ahnung wieso. Jetzt hat er Stress mit dem Kopf und wir sitzen hier im Helikopter. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich mache jetzt extra nicht leiser, weil sonst hört ihr die anderen Leute nicht. Was ich ab und zu machen werde, ist reingehen. Wir sind 1, 2, 3, 4 plus mir 5 und 2 vorne. 7 Leute. Und ja, mal gucken. Ich hoffe, man hört mich und die anderen Leute trotzdem, ne? Darf ich denn hier oben Fotos schießen? Schon, oder? Fotoschießen natürlich immer noch. Natürlich. Okay, danke.
Ja, man muss ja mal fragen, ne? Manche Leute haben das ja nicht so gerne. Ich bin jetzt mal gespannt, was passiert. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden ausgeraubt auf dem See. Ich habe ihn vorhin gefragt, wo wir denn zwischenlanden, und er sagte auf einer kleinen Insel. Und ja. Okay. Das ist, was ich meine, ne? So, liebe Fahrgäste, in 2 Kilometer sehen Sie auf der linken Seite das Naturschutzgebiet von Altes Es befindet sich im Wasser. Dort sind als Tiere sehr viele Fische, genauso wie Schildkröten, Haie, Delfine und Wale. Okay. Ich denke, wenn ich leiser mache, höre ich die anderen Leute, da wir im Fahrzeugchannel... So, wir überfliegen jetzt eines von 3 Naturschutzgebieten hier auf der Insel Altes. Sehr schön, das funktioniert. Von oben mag es natürlich nicht sonderlich spektakulär aussehen, aber naja, was sollen wir mit unserem Heli dann dran ausrichten? Wir werden jedenfalls uns noch die anderen beiden Naturschutzgebiete ansehen. Ja, und dann zu unseren weiteren Zielen voranschreiten. Auch über Meer, wo man nichts entdeckt. Ist doch schön hier draußen. Irgendwie finde ich das schon cool, ne, so ein Rundflug. Kann man bestimmt gut fischen. Du lagst. Ja, kannst ja mal rausspringen und versuchen. Hast ja einen Fallschirm. Ja. Bitte jetzt nicht rausspringen. Es ist ja schade, wenn man die ganze Tour verpassen würde, ne? Außerdem sehe ich will ganz ehrlich sein, ich sehe da nur wenig Chancen, dass man, wenn man hier abspringt, noch ankommt. Naja, Wir befinden uns wer es jetzt probieren auf will, let's go! Wir befinden uns jetzt auf insgesamt 230 Meter über dem Wasserspiegel. Okay. Und werden jetzt auch gleich über das zweite der 3 Naturschutzgebiete fliegen. Ja, ich hoffe jetzt, die fliegen nicht nur über das Wasser. So, ne? ich werde für Sie mal ein wenig runtergehen, damit Sie die Fische genauso wie die Schildkröten ein bisschen besser auf Sie wirken können. Darf man dann eine Schildkröte als Andenken mitnehmen? Nein, das geht leider nicht. Zum einen, weil es verboten ist, und zum anderen, weil ich keine Idee habe, wie sie hier raus und wieder rein wollen aus dem Heli. Naja, ich sehe so ein bisschen hier was durch das leicht aufgewühlte Meer, aber nicht allzu viel. Ein wenig Farbvielfalt hier im Süßwasser. Aber naja, also das ist ein Naturschutzgebiet, ist das, glaube ich, aber mehr wir auch werden nicht. sterben. Wir werden sterben. Also viel sehen tut man hier auch nicht. Hätten Sie vielleicht noch ein paar Sehenswürdigkeiten, also irgendwelche Gebäude vielleicht im Angebot? Natürlich, natürlich. Das ist auch nur der Anfang der Tour. Schon cool, was die Jungs da anstellen. Und Arma 3 sieht ja wirklich toll aus, von dem her lohnt sich schon mal einen Rundflug zu machen, ne? Finde ich eigentlich ganz cool. Das mit dem Helikopter hatte ich voll falsch in Erinnerung. Das geht ja, wenn ich ihn leiser mache, höre ich die Leute logischerweise besser. Aber halt nur, wie soll ich sagen, im Fahrzeugchannel, ne? So, auf der linken Seite von Ihnen befindet sich die Natlia Bucht. Eines der schönsten Buchten auf der ganzen Insel Altes. Okay, das wusste ich hier nicht, ne? Oh ja, sehr schön, sehr schön. Zu blöd, dass wir keine Badehosen mit haben. Mhm. Ja. Können wir direkt Selbst Stopp wenn wir, einlegen.
Ja, wir werden nachher noch einen Zwischenstopp einlegen und da werden sie auch alle die Gelegenheit haben, noch ans Wasser zu gehen. Darauf freue ich mich. Also da keine Sorge. Oh mein Gott. Aber finde ich schon cool, wie die Leute hier Roleplay betreiben. Irgendwie, seit ich Altes spiele, habe ich nie wirklich irgendwas erlebt, das nicht mit Roleplay zu tun hat. Auf egal welchem Server ich gespielt oder nur kurz auf Besuch war oder was auch immer, irgendwie hatte ich nie das Gefühl, ich wurde getrollt oder so. Eigentlich wirklich nie. Alle Leute, Und die ich... nun befinden wir uns momentan auf 249 Meter über dem Wasserspiegel. Ja, 290. Wir werden gleich noch das dritte Naturschutzgebiet zu sehen bekommen und danach noch die Station der Unterwasserarchäologie. Natürlich gibt es noch viele andere Sehenswürdigkeiten auf unserer Tour, aber dazu kommen wir später. Was wollte ich sagen? Ich hatte nie irgendwie das So, Gefühl... links und rechts von uns auch sehen Sie jetzt das dritte Naturschutzgebiet aus. Und jetzt werden wir natürlich auch direkt weiterfliegen und uns um die Unterwasserarchäologiestation besichtigen zu können aus der Luft. Okay. So, darf ich jetzt auch mal kurz reden? Nee, was wollte ich sagen? Ich finde es wirklich cool, dass sich die Leute dran halten. Ich hatte es eigentlich nie erlebt, dass irgendjemand nicht Roleplay macht. Habe ich wirklich, oder wenn, dann nur sehr, sehr selten erlebt. Und ich finde das wirklich der Hammer, dass sich die Leute, egal welchem Alter irgendwie, habe ich gemerkt, trotzdem daran halten. Finde ich cool. Okay, wo sind wir denn hier? Was ist denn das unter uns? Da ist Ein das ökologische Strand. Gebiet, beziehungsweise ein Strand. Dort können Sie auch fischen, Urlaub machen. Auch alles durch moderne Technik mit Strom verbunden. So, hier rechts ist das Gebäude der Unterwasserarchäologie. Von dort aus wird, wie es sich schon anhört, die Unterwasserwelt erforscht. Bieten die auch Touren an? So Unterwassertouren. Nein, aber wer das noch nicht gesehen hat, der sollte sich vielleicht mal eine Tauchgenehmigung besorgen und die Unterwasserwelt erkunden. Wer das nicht gesehen hat, der hat was verpasst. Was kostet denn so eine Tauchausrüstung? Mit allem drum und dran, mit ihrer Tauchgenehmigung und allem, müssten sie dabei 9000 rauskommen, wenn ich mich nicht irre. Mit einem okay. Anzug, einem Atemgerät und Genehmigung. Ja, das geht ja noch, ne? Ist eigentlich wirklich nicht teuer, 9000? Das müsste ich mir echt mal angucken. Fliegen wir denn hin? Jetzt werden wir noch über Pyrgos fliegen, die Hauptstadt von Altis. Dort ist auch die Börse der Republik ansässig. Sehen wir hier auf der linken Seite die Stadt. Aha, Pyrgos ist die Hauptstadt. Ich dachte immer, Kavala ist die Hauptstadt. Als Ja. nächstes sehen Sie da vorne auf der linken Seite die Zentralbank und einen Kamikaze-Flieger. Da muss ich kurz einen Hier Flug- links in der Zentralbank wird, ich würde mal behaupten, ihr aller Geld verwahrt. Wenn es weg ist, könnt ihr euch höchstwahrscheinlich bei dem Typen, der da landet, bedanken.
Muss ich doch gleich mal ein Foto schießen. Das bedeutet wiederum, wir werden einen kleinen Zwischenhalt jetzt schon erledigen, um ihr Geld auch in sicherer Verwahrung zu bringen. Was landet der hier? Wieso? Weiß ich jetzt nicht gerade. Wir werden kurz da... Jeder von... Haben Sie alle die Bankversicherung abgeschlossen oder müssen wir am ATM halt machen? Denke ich. Ich denke, ich habe sie abgeschlossen. Zu, Wir Ich werden bin nicht mehr trotzdem mal sicher, hier halt was ich machen. Dann Ja. könnten Sie hier auch alle gleich beim ATM gucken gehen, ob sie auch wirklich alle versichert sind gegen sowas. Wir wollen ja hier, dass niemandem sein Geld verloren geht. Ist noch nett von den Jungs, ne? Aber ich denke mal, bin mir nicht mehr sicher. Ich denke mal, ich hab's gemacht. Mache ich eigentlich Nach immer. diesem kurzen Stopp wird es natürlich weitergehen. Muss mal etwas trinken, merke ich gleich, merke ich gerade. Ja. Das Essen. Update. Okay. Aber der beste Pilot ist er ja nicht, ne? Nee, nur Spaß. Hauptsache, er bringt uns lebendig wieder an, ne? Jetzt weiß ich zumindest auch, wofür die Versicherung gut ist. Ich habe sie vorher immer abgeschlossen, aber wusste nie, wozu eigentlich. So. Haben Natürlich Sie alle die dieses- Versicherung abgeschlossen? Ja, selbstverständlich, ne? Jetzt schon. Sehr schön. Dann kann der Flug auch schon weitergehen, dann bitte ich alle Fahrgäste wieder einzusteigen. Ups, falsche Tür. Verzeihung. So, wieder umschalten hier. Sind alle anwesend? Jo, ich bin hier. Einmal durchzählen. 4. Ich bin drin. Ja, ich glaube, sind alle da. Ja, wenn jemand draußen wäre, wäre er spätestens jetzt kommen. Er hat was, ne? Okay, weiter geht's. Mal gucken, wohin die Jungs uns noch bringen. Ich sehe gar nicht, ist der andere Helikopter da hinten noch? Ja, der ist noch da, ne? Denk mal, bald kommt der Text, dass die Bank ausgeraubt wird. Aber die sind schon ein bisschen mutig, wenn die Ah, das sehr wirklich schön. Meine Halluzinationen haben aufgehört. mit diesem Helikopter versuchen. Das ist doch sehr schön. Was redet der denn? Sehe ich uns nicht mehr andauernd abstürzen. Ah ja, Der ist vielleicht haben sie ihre Höhenangst überwunden. Also wenn das Höhenangst ist, dann leide ich noch tierisch. Ja, bei mir wär's sehr seltsam, so als Hobbypilot. So, Okay. rechts von Ihnen befindet sich die moderne Solartechnik von Alte. Hierher wird der ganze Strom an alle Städte sowie an das vor Ihnen gesehene Airfield weitergeleitet. Das ist ja interessant. So, vor uns sehen wir das Airfield. Das wird irgendwie übernommen, habe ich vorhin was im Chat gelesen. Da bin ich jetzt nicht mehr sicher. Vor uns auf der linken Seite können Sie die biologische und toxische Anstalt von Altes sehen. Dort werden neue Lebensmittel und ähnliches auf Schadstoffe überprüft. Diese Leute gewährleisten ihnen, dass sie bei ihrem täglich Brot nicht krank werden.
Oh. Wir werden jetzt etwas langsamer fliegen, damit sie auch die Gelegenheit haben, Fotos zu schießen natürlich. Das werden wir natürlich gleich mal tun, würde ich sagen. Wenn wir schon einmal einen Rundflug machen, dann nutzen wir die Gelegenheit und schießen hier ein paar schöne Fotos. Nochmal schön hier für die andere Seite. Wenn er es schon so anbietet, finde ich gut. Meine Kamera ist schon fast voll. Zum Glück habe ich noch eine Speicherkarte dabei. So, jetzt noch ein kleiner, längerer Flugabschnitt von nach 9 Kilometern erreichen wir unsere nächste Sehenswürdigkeit. Und auch kurz danach werden wir unseren geplanten Zwischenstopp einlegen. Na gut, auf den Zwischenhalt bin ich ja mal gespannt. Aber ich denke mal, es sollte kein Problem sein. Weil, ja. Ich denke mal, dass er nur da landet, weil er uns da das Geld abnehmen kann, ohne Gefahr zu laufen, dass wir davonrennen oder so. Rechts vor uns können Sie eine der 4 größeren Städte, die nächste der 4 größeren Städte von Altes sehen, nämlich Artira. Diese ist eine auch sehr für die Maß von Altes große Stadt, eine der 4 größten, wie ich schon gesagt habe, auf dieser Insel. Ist noch schön hier. Richtig ruhiges Plätzchen. Nicht wie Kavala. Mhm. So hohe Kriminalitätsrate. Das können Sie laut sagen. Wussten Sie eigentlich, dass die Insel Altes und die dazugehörende Insel Strates in der Gesamtfläche, die sind etwa ungefähr halb so groß wie die Stadt Hamburg? Ich weiß jetzt nicht direkt, wie groß die Stadt Hamburg ist, aber sie ist ziemlich groß, das weiß ich. Ja, ist schon ein Stück, ne? Er fliegt wirklich sehr gemächlich. Sehr rundflugmäßig. Wir haben uns ja nicht eilig, ne? Ich freue mich auf den Fallschirmsprung. Über Kavala. Wirklich sehr schön. Der Reiseführer ist leider etwas nicht so gesprächig, wollte ich sagen. Gibt es so viele Sachen zu sehen. Straßen, Berge, Bäume. Auf der linken Seite sehen Sie hier auch einen Teil der vielen Berge, die es auf Altes gibt. Habe ich ja gesagt, ne? Was kostet so ein Häuschen hier in den Bergen? Oder sprechen Sie mit dem Falschen, dann müssen Sie mit den ansässigen Maklern sprechen. Okay. Ich habe mal gehört, das günstigste, kleinste Haus auf dem Server beginnt mit 3,5 Millionen. Und dann geht das hoch bis 35 Millionen. Also ich denke mal, ich werde noch ewig sparen müssen, bis ich mir mal ein Häuschen leisten kann. Oh, was haben wir Hier vor uns auf der linken Seite sehen Sie eine der größten Sanddünen auf Altes. Hier wird auch viel Sand für die Industrie entnommen, damit ihre Strände bestehen bleiben. Wird der Sand von hier entnommen.
interessant. So, und unser nächster Halt ist jetzt unser Zwischenstopp. Dafür fliegen wir kurz ein klein wenig übers Meer und landen dann auf einer schönen kleinen Insel. Dort gibt es dann auch ein wenig Proviant für alle. Okay, jetzt wird es spannend, ne? Oh ja, das ist gut. Mir knurrt schon langsam der Magen. Zur Auswahl haben wir ganz exklusiv für Sie Kaffee, Donuts und Rum. Gute Auswahl. Das ist super. Warum? Ja. Habe ich richtig gehört? Kann man sich nicht beschweren. Schönes Plätzchen ist es auch noch. Oh ja. So, da vorne rechts von uns sehen Sie, da geht es dann runter ans Meer, dann haben Sie auch noch die Gelegenheit ans Wasser zu gehen. Oh, wir landen. Wirklich? Okay, ist däsig ein bisschen. Ich könnte die Distanz noch ein bisschen hochdrehen, merke ich gerade. Wie sich da die Büschchen aufbauen. Ich denke mal, mein Computer sollte das packen. Sushi. Ich habe schon alles auf Ultra gestellt, aber für die Distanz könnte ich noch ein bisschen erweitern, denke ich. Okay. Mach mal kurz ein bisschen lauter, dass wir die Leute wieder hören. Schönes Plätzchen hier. Absolut. Also, wer den was vom Proviant abhat, will einfach herkommen und sagen, was er braucht. So. Eisschlange Ich bin. würde gerne einen Kaffee. Einen So, Kaffee der und erste einen Kaffee. Donut. Sonst nichts? Nein, Ich hätte Donut. gerne einen Kaffee und einen Donut. So, also wir haben auch Rum, wenn Sie wollen, ne? Ja, rum für später, das wäre cool, Wasser, ne? Donut und eine Kotztüte. Ich nehme dann von jedem eines. Das wäre cool. Ich gebe mal jedem von jedem eins. Okay, wenn Sie uns schon abfüllen wollen. Vielen Dank. Dankeschön. Sachsen Milch und Empire. Tausend Dank. Vielen Dank. So, nun haben wir noch ein wenig Zeit, ein bisschen die Insel zu begutachten. Wir könnten mal alle zusammen nach unten an den Strand gehen. Dort könnten wir mal bei Gelegenheit ein bisschen sitzen, über gute Zeiten sprechen oder auch ein wenig schwimmen. Sieht schon cool aus, ne? Irgendwie eine coole Aktion, finde ich. Das finde ich so geil an Altes. Man erlebt... Ich habe heute wirklich mir nichts vorgenommen. Ich bin zum Marktplatz gefahren. Dann habe ich meinen Wagen aus der Garage geholt, habe mir etwas zu essen geholt. Und kurz nachdem ich losfahren wollte, irgendwie eine Liefermission oder irgendwas zu machen. Oder ich wollte ja eigentlich mit meiner Waffe etwas ausprobieren. Aber naja, das mache ich dann später. Weil dann die Meldung kam, dass sie eben Rundflug machen hier. Und da musste ich natürlich dabei sein, ne? Ist ja auch eine coole Aktion, wirklich. Und ja, man erlebt in Altes wirklich immer was Neues. Immer was anderes, immer mit neuen Leuten. Diese hier sind nicht wirklich gesprächig. Oh, ganz schön steil hier. Oh, Ja, nicht Winter mit dem ausrutschen, ne? Schlitten runter muss geil sein. Aber hier eine kleine Wanderung. Mit dem Fahrrad. Was wollte ich sagen? Die Leute hier sind nicht wirklich so unbedingt gesprächig, aber man trifft immer neue und manchmal sind sie ganz witzig und es macht einfach Spaß, Altes zu spielen.
So, jetzt wollen wir mal gucken. So, ich bin ja mal gespannt, was die Typen hier vorhaben. Aber ich denke, die sind okay. So, wenn Sie möchten, können Sie auch baden. Das ist ein Privatstrand und steht Ihnen allen gern zur Verfügung. Sie mögen, können... Haben Sie denn Handtücher bei? Ja, Handtücher hätten wir dabei. Badeklamotten. Die auch, ja. Erst Banks hat die zum Beispiel schon mal an. Ach, in Unterwäsche geht schon. Ein wenig kälter wie Körpertemperatur, ist sehr angenehm. Momentan ungefähr bei 28 Grad. Also mir ist das zu kalt. Ich bleib lieber hier sitzen und schau mir die Aussicht an. Natürlich, ist kein Problem. Aber sehr schönes Wasser. Sogar ein paar Ich Fische. würde auch reingehen, aber ich muss noch fliegen. Alle Nicht anderen zu sind weit im raus, Wasser. ne? Und bitte den Kopf über Wasser halten, denn sonst könnten Sie vielleicht ertrinken Atmen oder nicht vergessen. Ähnliches. Finde ich cool, Und finde ich wirklich Nicht zu weit cool. raus, ne? Einer ist schon noch getrunken, habe ich das Gefühl. Die waren doch mehrere Leute, nicht? Oder fehlen? Es sind ein paar nicht mitgekommen. Die waren doch mehrere vorhin, nicht? Sobald die ersten Anzeichen kommen, lieber wieder an Land gehen. Wir wollen hier niemanden übermüden. Und das ja dann absaugt. Ja, gucken wir den Leuten beim Baden zu, ne? Ich sag's ja, solche Aktionen gibt's nur bei Altes. Ah, hier in Rente gehen, das wär's doch. Schönes kleines Häuschen. Jo, das wäre schon was, ne? Das meine ich, man erlebt immer was Neues in Altes, ist wirklich cool. Solche Aktionen Hatten Sie hier. schon mal die Chance, diese kleinere Insel schon mal zu begutachten? Also Nein, ich war das noch ist nie das erste hier. Mal für mich. Jo, für mich Ich auch. bin vor kurzem erst hierher gezogen. Von daher kam der Rundflug sehr gelegen. Ja, das geht mir gleich. Stimmt natürlich nicht, aber ich ziehe mein Ding durch. Ich bin für All-Time ein Newbie. Und ja, ich ziehe das Hat jeder Ding wieder durch. gefunden, was ihm gehört. Dann kann niemand was sagen. Ja, schön. Wenn Sie Und möchten, ich, können wir noch hier ein wenig sitzen, ein bisschen reden. Was mit dir? Lagerfeuer wäre jetzt gut. die Diamanten sind gestiegen. Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich, wenn mich jemand fragt hier im Spiel, immer ein Newbie. Ich habe fast keine Kohle und so und das Ding ziehe ich eigentlich durch. Weil dann wird man meistens gut und freundlich behandelt hier. Was ist mit Ihnen los? Obwohl ich eigentlich schon ein Ja, paar, das ist gut. ja, ein paar Stunden gespielt habe. Müsste etwas über Und 200 da Stunden momentan jetzt sein. auch Und Boote Ja. die Insel erkennen, geben wir jetzt mal Leuchtmunition in den Himmel ab, damit sie wissen, dass diese Insel bewohnt ist. okay. Will er was machen? Oder was hat der denn vor? Okay. Das ist hier auf dieser kleinen Insel ein sehr schöner Brauch mittlerweile geworden. Da hier auf sehr viele
Unglücke mit Schiffen gegeben hat, mit Booten, die hier leider gestrandet sind. Mittlerweile aber abgedreht sind wieder und hinterlassen wurde ein Stück Land, auf dem sie sich gerade befinden. Okay. Ja, cool. Noch irgendwie irgendwelche Nöte, Sorgen, Anträge, müssten Sie noch mal kurz, bevor wir weiterfliegen, einmal pinkeln gehen, auf die Toilette gehen. Ja, das spielt das Wetter nicht mit, ne? Scheiß Wetter hier. Ja. Aber naja, man kann nicht alles haben. Das ist klar. Der Regen ist echt laut hier. Entschuldigung, ich hoffe, ihr versteht mich und die Leute hier trotzdem. Ja. Okay. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Helikopter, würde ich sagen. Ja, das ist der Kaffee, der treibt bei mir. Ja, der Kaffee drückt bei manchen Menschen schon immer mal ein bisschen auf die Blase. So. Ja, der Kaffee treibt, das stimmt schon. Aber die sollen jetzt nicht mal rumjammern hier. Verdammte Scheiße. Ja, der Regen hört auf. Sehr schön. Ah, der AC wurde gekickt. Wieso das denn? Eigentlich könnten wir, wenn wir im Helikopter sitzen, mit dem Rum anstoßen nach einem guten Flug und um ein bisschen die Angst zu nehmen vor dem Sprung, ne? Da oben steht der Helikopter. Ich bin so froh, dass es aufgehört hat zu regnen, ne? Aber irgendwie waren wir noch mehr Leute, habe ich gedacht, ne? Oder täusche ich mich? Ich weiß ja nicht. Sehr geehrte Fahrgäste, ich möchte Sie noch einmal darauf hinweisen, wenn Sie aus unserem Helikopter herausgesprungen sind, werden wir dann auch in wenigen Minuten dann auf dem Kavala Krankenhaus wieder landen. Und da können Sie sich Ihre Sachen auch gerne wiederholen. Ja, okay. Sollen wir dann noch bezahlen jetzt oder können wir das am Ende tun? Oder schicken Sie eine Rechnung? Das finde ich ein sehr angenehmer Flug war, gewähre ich Ihnen jetzt einmal den Preis für den Flug. Ich hoffe, dass Sie uns auf jeden Fall noch einmal wieder beehren werden. Ach, Ja super. klar, auf jeden Dank. Fall. Vielen Dank. Ja, Ja. wunderbar, Dankeschön. Vielen Dank. Ja. Werde Ich doch würde weiter. sagen, ich würde sagen, ja, wir auf stoßen jeden mit Fall. dem Rum an auf den Flug, ne? Ja, den habe ich Gott sei Dank noch. Das Ja. auch, ja. Und, Vielleicht geht's nach Und meiner Flugangst ungefähr- mal so ein bisschen besser. und ungefähr, Jo, und das nimmt die Angst vor in dem Sprung, würde ich sagen. ungefähr 2 Stunden nach dem Landeanflug am Kavala Hospital werden wir auf jeden Fall noch einen Tauchgang erledigen. Da wird natürlich dann der Treffpunkt der Tauchshop sein bei DP10. Okay. Okay. In 2 Stunden haben Sie gesagt. Super. In 2 Stunden, plus minus.
Ich Okay. werde es dann aber noch im Site einmal bekannt geben. Ja gut. Wenn ich da noch nicht schlafe, bin ich dabei. Ja, ich auch. Ja, sehe ich genauso. Möchten Sie vielleicht noch ein wenig rum? Oder Kaffee? Oder auch ein Donut? Ja, also bei einem Donut sage ich nicht nein. Jo, würde ich auch noch einen Ich nehmen. würde auch noch einen Kaffee nehmen. Weil ich glatt wieder durch. Und ganz viel rum, damit die Flugangst verschwindet. Ja, mal rumgetrunken. Wir sind ein bisschen besoffen, ne? Wir sollten noch einen Rum für den Sprung haben, nicht? Kurz davor. Bisschen Zielwasser fürs Landen. Genau. So, wer möchte denn von Ihnen was haben? Ich würde gerne einen Kaffee haben. Ich hätte gerne einen Donut. Einen Donut nehme ich auch und ein Schlückchen Rum. Vielen herzlichen Dank. Also wenn du mich so fragst, ich nehme einen Donut, einen Kaffee und einen Rum. Was möchten Sie, Herr J. Daniels? Ich Ja, nehme ich nehm sonst nur auch den von Rum. jedem ein Stück. Ich gebe Ihnen 2, der eine geht aufs Haus. Okay, Und Sie, gut. Herr Geh mal ganz kurz Dankeschön. auf die Hügelspitze hier. Den Sonnenuntergang Möchten angucken. Sie haben, Herr Jason? Ja, ich nehme nur den Rum, weil der Kaffee, der treibt. Sonst müssen wir schon wieder zwischenlanden, ne? Ja, der Rum, der knallt ganz schön hier, ne? Das kannst du laut sagen. Der ist Ja, warte mal, angenehm, wenn ich den Kaffee trinke, aus dem Hubschrauber springe, du, dann wird Kavaller nass, ey. Könnte ich hier noch einen Donut bekommen? Ich habe 2 Rum, einen Kaffee, einen Donut. Ja, passt. Bräuch ich? Ah, schade, dass Ja, so ich bewölkt brauch ist, nichts sonst mehr. könnte man hier bestimmt sehr toll den Sonnenuntergang beobachten. Aber es ist zu bewölkt. Sieht leider nicht. Leider. Aber die Insel ist schon cool. Sich alle Fahrgäste wieder einzusteigen. Natürlich. So, ich mache kurz wieder leiser. So. So, alle da und alle angeschnallt? Jo. Ja, Yep. Ja, noch nicht ganz trinkfest, aber hier. Ja, dann geht's weiter. Okay, mal gucken. Wo geht es denn als nächstes hin? Als nächstes werden wir den Yachthafen besuchen. Den werden wir dann ungefähr in knapp 11 Kilometern erreichen. So, und schon zum schönen Abschied vor dieser Insel noch. Feuerwerk. Sehr schön. Okay, das war die Insel. Wir haben es überlebt, war wirklich cool. Die Leute ziehen es voll durch, finde ich super. Und jetzt mal gucken, wie es weitergeht. Ich denke mal, nach dem Yachthafen wird gesprungen. Was ist denn heute los? Ich habe was im Hals, ich muss kurz was trinken. Ja, was ich noch machen wollte, kurz hier Flugzeug ein bisschen hochstellen. Ja, sieht doch gleich besser aus, ne? Ich weiß jetzt nicht, jetzt läuft es nicht ganz so flüssig mehr. Ja, ich denke mal, ich lasse es so. Ja, so kann man damit leben. Ist ja mal, läuft ja sowieso nicht flüssig.
Aber man sieht ein bisschen weiter. Ist schon ganz cool. Nun befindet sich auf unserer linken Seite die Tonusbucht. Auch eine der schönsten Buchten, finde ich persönlich auf Altis. Ist auch sehenswert, weil sie, wenn Sie jetzt so nach hinten gucken, die Form eines Herzen hat. Ja, Oh ja, tatsächlich. stimmt. Ist ja ein Ding. Cool. Oder eines Hinterns, der sich da hingesetzt hat. Eines gigantischen Hinterns. Die Idee gefällt mir besser irgendwie. Okay. Altes ist schon schön von oben. Ah, da vorne wohnt ein Kollege von mir. Unter Nein. uns, jetzt genau unter uns, befindet sich Frini. Das ist das kleinste Dorf auf ganz Altes. Ja, mein Kollege wohnt da. Insgesamt ca. 150 Einwohner. Ja, richtig schön. So, Jetzt sieht man in auch noch Altis bei 2,5 Nacht. Kilometern werden wir auf unser nächstes Ziel landen. Oder vorbeifliegen, eher gesagt. Aber drauf zutreffen, das ist dann einmal der Marinehafen der Bundeswehr. Hier werden dann die Tauchboote beziehungsweise auch Kriegsschiffe und ähnliches abgelassen. Leider kein Boot da. Das ist eine Verfolgungsjagd oder irgendwas. Sind das die Cops? Nee, ich denke nicht, ne? Ich bin mir nicht sicher. Naja. Es wird wieder Tag und Nacht und Tag und Nacht und Tag und Nacht. Bei der nächsten Landung. Ey, das ist Muss schon krass. sagen, Altes bei Nacht hat schon einen besonderen Charme. Jo, wirklich. Ich muss bei der nächsten Landung kurz mein Nachtsichtgerät Die einzelnen anziehen. Lichter in der Umgebung. Da hat er wohl recht. Ne? Cool sieht's schon aus. Die Grafik ist wirklich top. Wenn es doch nur flüssig laufen würde. Aber man kennt es ja nicht anders. Aber ist ja immerhin ein Mod und von daher... Und so ein Spielprinzip wie hier ist sowieso unschlagbar, finde ich. Das gab es noch nie, das habe ich noch nie in einem Spiel erlebt, wie in Altes Live. Und ich finde das wirklich top und ja, coole Sache, ne? Langsam sehen wir nichts mehr. Vor uns, die Salzwüste nehme ich mal an. Guck mal kurz auf die Karte. Hier sind wir. Ja, die Salzwüste. Okay, wir fliegen noch nicht zurück, so wie es ausschaut. Wir sind hier. Für die Leute, die es nicht sehen, hier das große Kreuz. Das ist der Helikopter. Den sieht man hier auf der Karte. Wenn man zu Fuß oder so unterwegs ist, sieht man das nicht. Nur im Helikopter sieht man, wo man ist. Sonst muss man sich einfach auskennen auf dieser kleinen Karte hier. Wir sind hier oben jetzt. Sind jetzt eigentlich
hier gestartet, dann alles hier unten rum, dann auf dieser Insel, wo ist sie denn? Hier auf der Insel gelandet und fliegen jetzt So, hier unser weiter. nächstes Ziel wird auch ein sehr schönes Plätzchen sein. Jetzt sind wir hier. Das ist der Grolimni-Dschungel. Und das Besondere an diesem Dschungel, innen befindet sich, beziehungsweise war ein ehemaliger See, der sich auch des vielen Salzes ein wenig hingerichtet hat. Aber doch ist das sehr bemerkenswert, dass das Salz bis hierhin seinen Weg genommen hat. Und wenn Sie genau hingucken, mit vielleicht ein bisschen Fantasie, möge der See ein wenig aussehen wie eine Erdbeere. Wie eine Erdbeere. Ja, mit ein bisschen viel Fantasie. Eine sehr aerodynamische Erdbeere. Die 17 Kilometer ist übrigens Kavala, habe ich mir markiert. Den Marktplatz mache ich eigentlich immer so, dass ich eigentlich immer den Überblick habe, wo Kavala liegt. Außer ich fahre natürlich irgendwie woanders hin, dann markiere ich diesen Punkt. Aber wenn ich nichts Spezielles mache, habe ich immer So, Kavala rechts markiert. von uns befindet sich einmal die Zuckerrohrplantage, wo auch der schöne Alkohol namens Rum gewonnen wird. Okay, man kann Alkohol brennen, wusste ich gar nicht. Hier wäre ein Häuschen auch ganz nett. Endloser Nachschub oder was? Und genau vor uns befindet sich das Staatsgefängnis von Altis. Hier unter uns, ne? Genau. Wäre es möglich, dass sie das Licht anmachen, dass man mal sieht, ob jemand drin hockt? Kann man da mal näher ranfliegen? Ah, tatsächlich. Das ist jetzt wirklich einer Vielen drin, Dank. ne? Ja, da läuft Wie er. immer schön. Oh Mann, der wird sich auch scheiße fühlen jetzt. Wird jetzt auf Rettung hoffen und dann fliegen wir einfach davon. Naja, so ist selber schuld, würde ich sagen. Ja. Ah, die Flares, die erleuchten die Umgebung auch sehr schön, muss man sagen. Mhm. Saß da tatsächlich einer im Knast, ich kann es ja nicht glauben. Ne? Finde ich cool. So. Kurz gucken, wo wir hinfliegen. Wo sind wir denn hier unten? Okay. In knapp einem Kilometer rechts von uns sind die Chakalia, das ist, oder in diesem Dorf befindet sich der meiste Militärstützpunkt, den es auf Altis gibt. Oder der höchste Stützpunkt. Okay. So, noch eine kleine Info zu der geplanten Tauchtour.
die wird morgen, also hier, wenn es das nächste Mal wieder hell wird, werden wir uns dann, wir werden natürlich noch rechtzeitig Bescheid geben, werden wir uns am Tauchshop bei DP10 treffen. Die einzigste Voraussetzung, die wir eigentlich geplant haben, ist, dass jeder seine eigene Ausrüstung haben muss. Deswegen treffen wir uns auch im Tauchshop. Also, Das ist ja kein Oh, Problem. klingt doch denke ganz ich mal. interessant. Jo, wirklich. da wird es sich auch direkt mal rentieren, sich eine zu kaufen. Genau, so ist es. Und dann werden sie vielleicht auch die Chance kriegen, mal eins der 3 Naturschutzgebiete, die von oben so langweilig aussehen, mal zu sehen, was da abgeht. Ja, wäre schon mal cool. Wäre schon cool mit einer Führung sowas zu tun. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, seit ich hierher gezogen bin, diese Tour mitzumachen, war wohl mit Abstand die beste Entscheidung, die ich bisher getroffen habe. Da freut Oder? man sich auf jeden Fall. Ja, ist echt cool. So, jetzt genau links unter uns befindet sich nun einmal eine der größten Windschutzanlagen. Was für eine Anlage? Was hat er gesagt? Gleichzeitig auch das Windkraftwerk, Ah, Kraftwerk. verbunden mit einem Lichtwerk, einer kleinen Hütte, die sehen Sie jetzt genau links von uns. Links. Rechts, meint er. Rechts, rechts, Junge, rechts. Oder links? Nee, nee. Nee, der meint schon dieses Kraftwerk hier. Den Wind, Hier rechts und unter uns befinden sich auf Altis die größte Windschutzanlage, und dieses Gebiet wird eigentlich so wie nie betreten. Und vor uns sehen Sie ein kleines Lichtlein, ein kleines Fahrzeug, das ist der Leiter der Windschutzanlage. Der hat ja einsame Arbeit, ne? Ja, aber man muss eindeutig sagen, eines der schönsten Arbeiten. Das kann ich mir vorstellen. Sie sind wirklich nicht so gesprächig. Wo fliegen wir denn hin? Muss mal kurz gucken. Fliegen hier die Küste entlang, ne? Dann hier, das wäre schon cool mit einer Führung, wirklich. Würde ich wirklich gerne tun. Ich muss mal gucken, dass ich das nicht verpasse. Dann nehme ich das auf und dann könnt ihr das mitschauen. Ist das nicht was? Schreibt mal in die Kommentare oder lasst einen Daumen Hier nach unter oben uns da. befindet sich eines der Jetzt- Golfströme in Altis. Eines auch der gefährlichsten, weil sie eben so nah an den Buchten ist. Hier ist also auch kein geeigneter Platz, um mal eben schwimmen zu gehen. Ist aber schade bei diesen schönen Gegend. Ich weiß wirklich nicht, wo wir hinfliegen, ne?
Also ich weiß schon, wo wir hinfliegen, aber ich weiß nicht, was der noch vorhat. Hier oben waren wir schon. Ich denke mal, der fliegt jetzt hier. Ich könnte den mal fragen, wenn wir über die Cannabisplantage fliegen, ob der kurz halten kann. Könnten wir uns was zu rauchen besorgen. Aber ich denke mal, der fliegt nicht da runter. Oder? Nee, der fliegt nicht da runter. Das wäre da drüben, da hinten irgendwo. Links von uns befindet sich jetzt noch einmal das Naturschutzgebiet. Oder rechts von uns, tut mir leid, rechts von uns befindet sich das Naturschutzgebiet, was wir auch bei unserem Tauchgang bei Einbruch der Helligkeit auf jeden Fall erleben werden. Ja, da würden wir uns auch freuen, Sie alle wieder willkommen heißen zu dürfen, ne? Ja klar, bin ich dabei. Ja, auf jeden Fall. Das wird sicherlich cool. Ich war noch nie wirklich unter Wasser, nur einmal, als ich mit ein paar Rebellen die Bank überfallen wollte, bin ich und ein anderer tauchend zu der Bank gegangen und Direkt über der Malanera-Bucht. Mit einem kleinen Bootsanliegen werden auch die ganzen Frachtschiffe drin eingeliefert. Und für die Ware geht es dann weiter Richtung Kavala. Okay. Interessant. Was wollte ich sagen? Dann bin ich mit einem Kollegen getaucht und ein anderer ist mit dem Helikopter und noch zwei sind mit zwei verschiedenen Fahrzeugen. Weil wir dachten, sobald das Geld, die 15 Minuten abgelaufen sind, wir das Geld haben, geben sie uns das Geld und wir tauchen weg. Und wenn alle sterben auf der Insel, wenn alle sterben sollten, sind wir im Wasser mit dem Geld und ja, können dann kommen. Aber leider waren dann alle Cops schon schlafen. Die wissen alle, wie der Fallschirm zu öffnen geht. Denn wir werden in ungefähr 6 Kilometern die Sprunghöhe erreicht haben, wo wir sie rauslassen können, ohne dass ihnen irgendetwas passiert. Sie müssen bitte dran denken, bei dem Landen dürfen sie nicht mehr als 20 km/h besitzen. Okay. Ich will mir nicht die Beine brechen, ne? Ja, also für alle, die nicht wissen, wie man die Geschwindigkeit drosselt, mit S. Wir haben natürlich für Sie alle einen steuerbaren Fallschirm dabei, damit Sie sich auch schön ausrichten können. Sehr gut. Deshalb dürfen Sie sich auch nicht erschrecken, dass wir gerade steigen. Und nicht vergessen, nach der Landung bitte alle nochmal hoch aufs Krankenhaus kommen, um Ihre Sachen abzuholen, bzw. den Fallschirm abzugeben, etc. Okay. Haben das alle verstanden? Dann ist gut. Ja. Soll man den Fallschirm direkt nach dem Aussteigen auslösen oder? Das Wenn- müssen Sie wenn für sich wissen, aber Genau, wenn Sie das Feeling erleben wollen und wirklich Herzrasen beikriegen wollen, dann können Sie den Fallschirm auch erst nach ungefähr 300 Metern erst öffnen. Sie sollten Okay. aber auf jeden Fall, ich empfehle Ihnen spätestens bei einer Höhe von 150 Metern den Fallschirm zu öffnen. Ja, dann vielen Dank. Okay. Ja, 150 ist schon knapp, aber das haben wir auch schon probiert und es hat eigentlich gut funktioniert. So, wir werden Ihnen natürlich noch Bescheid sagen, ab wann Sie abspringen dürfen, beziehungsweise wann wir bereit sind. Dürfen wir landen, wo wir wollen, oder kommt das drauf an? Sie dürfen landen, wo Sie wollen. Nur wie gesagt, wir wollten uns alle nochmal am Krankenhaus treffen wegen den Fallschirmen und ihrer Sachen etc. Wenn Sie möchten, wir erreichen genau in 1,4 Kilometer
die Absprungstelle. Wenn Sie möchten, könnten wir auch noch ein wenig höher gehen, damit Sie so gesagt durch die Wolken fliegen. Ja, wäre Cool. cool. Oh ja, wenn das möglich wäre, auf jeden Fall. Jo. Sind wir natürlich dabei. Jetzt könnte ich glaube ich noch ein bisschen rumvertragen. Ja, Moment, ich werde Ihnen gerade noch einmal, werde Ihnen allen noch einmal was geben. Ah. Damit sich auch alle trauen. Nicht noch einen Rückzieher machen, kurz vorm Absprung. Okay, dann würde ich sagen, ich trinke mal einen Rum. So, jetzt steigen wir noch ein wenig und dann ist es auch soweit. Okay. Alles ist verschwommen, wie es sein muss vor einem Fallschirmsprung. Ja, mal gucken, was hier abgeht, ne? Sieht schon geil aus. Da unten die Cops am Rumblinken. So, momentan befinden wir uns jetzt schon auf 1100 Metern. Wow. So, wir haben jetzt unsere Absprunghöhe erreicht. Wissen noch mal kurz zur Sicherheitsanweisung. Wenn Sie abspringen, spätestens bei 150 Meter über dem Boden den Fallschirm, die Reißleine ziehen und wenn möglich nicht über 20 km/h beim Aufprall an Geschwindigkeit haben. Dann wünschen wir Ihnen jetzt viel Spaß und wir treffen uns gleich am Krankenhaus wieder. Okay, vielen Also Dank. nicht auf der Okay. nicht auf Oh der je. Station, sondern obendrauf, ne? Jo, Ich glaube, bis gleich. Viel Spaß. Viel Spaß. Ciao. so, die sollen mal springen. Jetzt gehe ich. Komm schon, Junge. Oh oh. Hui. Okay, ich würde mal sagen, wir öffnen. Ja, ist geöffnet. Okay, cool. Sieht schon nice aus hier oben, ne? Mach mal kurz ein bisschen lauter. Okay. So. Ja, und darum hat aufgehört zu wirken. Ist alles wieder scharf, ne? Mal kurz gucken. Unter uns ist das Krankenhaus. Ich will aber nicht auf dem Krankenhaus landen, weil eine kleine Berührung mit der Wand und man stirbt. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass meine Knarre da ist. Irgendwie hat die Wirkung wieder eingesetzt. Das ist wieder unscharf. Ich bin Idiot. Ich hätte das nicht hier nehmen sollen. Jetzt bei der Aussicht. Okay. Das ist das Krankenhaus. Wo? Hier hinten. Okay, ich sehe es. Na gut, steuern wir mal darauf zu und dann versuchen wir langsam zu sinken. Gib mal ein bisschen Stoff. Gucken, ob wir das schaffen, vor dem Krankenhaus zu landen. Ich sehe, mein Wagen steht noch da. Finde ich sehr nice. So, hier sind wir. Darum wirkt immer noch. Aber ich denke, das ist nicht mein Wagen, ne? Oder ist er das doch? So, aber es sieht nach einer guten Landung aus. Der Wind treibt mich ein bisschen weg, merke ich gerade. Aber es sollte schon gehen, ne? Ein bisschen nach vorne fliegen. Sehr schön. Okay. 1 Meter. Perfekte Landung. Und schon Junge, steh auf. Okay.
Fallschirm, der ist weg, ne? Cool, der Helikopter landet. Das ist wirklich mein Wagen, die haben ihn wirklich stehen lassen. Das finde ich ja toll, ne? Gut, dann gehen wir nach kurz, nach oben. Ich fahre mal nicht runter. So, jetzt kurz. Ich habe meine Waffe tatsächlich noch. Finde ich ja wunderbar. Okay. Gehen wir kurz nach oben. Gut. So. So gemütlich. Okay, cool. So, schalte mal den Motor aus. Ich muss. Sehr gut. Damit wir die auch verstehen können, ne? So, bitte keine Verwechslung von ihren Tassen. Okay, eine Person fehlt noch. Na. Ja, den will ich auch noch sehen. So, aber für Sie schon mal, wie gesagt, wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie dann morgen alle wiedersehen würden. Beziehungsweise wenn es wieder hell wird, am Tauchshop bei DP10. Wissen Sie alle, was gemeint ist? Nicht, dass nachher niemand Bescheid weiß. Nee, ich weiß wo. Doch, ich weiß, wo das ist. Tauchshop bei DPC. Nochmal vielen Dank für den Rundflug. War wirklich sehr schön. Noch ein Lob an die Piloten. Sehr schön geflogen. Da freut man sich. Ja, Da freut sehr man schöner sich, das Flug. zu hören. Ich werde sie auf Haben jeden Sie Fall denn den Flug weiterempfehlen. genossen? Ja, es war super. Ja, wirklich. Absolut. Werde es auf jeden Ja, Fall hat auf jeden Fall Spaß weiterempfehlen. gemacht. Ja. Und der Sprung Das war freut uns auf jeden Fall zu absolut hören. atemberaubend. Haben alle ihre Rucksäcke bereit? Jo, ich hab mal. Nein. Jeder alles, hat jeder alles, was ihm gehört? Jo. Ja. Ja, mein Rucksack war ja leer. Ja, ich hatte keinen. Das heißt, alles wieder angekommen, dann ist schön. Jo, aber So, wirklich dann cool. hoffen wir, dass wir sie alle bei unserer Tauchtour wiedersehen. Und möchten Sie jetzt erstmal im Namen der Airline 1337 Athen noch einmal recht herzlich bei Ihnen bedanken. Und wie mein netter Co-Pilot schon sagt, Ich bin auch geflogen, wir du Affe. hoffen, dass Sie uns bald wieder beehren. Ich salutiere, weil klatschen kann man hier ja nicht. Ja, habe ich auch schon gemacht. Ich würde ja gern klatschen. Ja, noch ein bisschen salutieren hier. Ja, dann hoffen wir, dass wir uns bald wiedersehen. Einen schönen Auf jeden Abend Fall. noch und Schönen auf Abend jeden noch. Fall morgen. Genau. Bis Schönen Abend morgen. noch. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Keiner redet mehr. Na gut, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal kurz zum ATM. Hol noch ein bisschen Kohle. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Tauchshop und sehen uns gleich wieder. Nehmen dann wieder auf und dann ich freue mich wirklich, ehrlich gesagt, ich freue mich wirklich, wie soll ich sagen, diese Tour zu machen. Oh. Vorsichtig, vorsichtig. Und was ich noch geiler finde, ist, dass mein Wagen schon hier steht. So, muss ich kurz gucken, dass wir hier niemanden überfahren. Los geht's. Jetzt muss ich kurz... Eigentlich muss ich gar nichts machen. Ich kann eigentlich direkt losdüsen, nicht? Ich denke mal, Kohle... Ja, ich denke mal, ich kann da kaufen. Oder? Hat das da nicht ein ATM? Ah, doch, hier. Okay, nein, dann fahre ich ohne Geld. Muss ich nur kurz gucken, wie ich dorthin komme. Und zwar fahre ich Hauptstraße bis hier. Kurz markieren. So, komm schon. Okay, das ist
Kurz gucken. Die obere. Okay. Na gut, wir sehen uns, wenn ich da bin. Bis gleich. Bye, bye.